Hansje und Greetje. Een verhaal von der Brüder Grimm. Vor in einem großen Wald hat ein armer Holzhacker gewohnt, wo nix beißen zu brechen hat und kaum das täglich Brot hat für seine Frau und seine 2 Kinder, Hansje und Greetje. Emo konnte das auch nicht mehr schaffen und wusste sich nicht zu helfen in seiner Not. Wie sich vor sorrig im Bett rumgewenzelt hat, sagt seine Frau ewigen: Hey Mann, meine Frau nimmt die 2 Kinder, geb jedem noch ein Stückchen Brot, dann fähr sie naus in den Wald, ganz nin, wo am dicksten ist, dann mach denen Feuer an und dann geh weg und losse dat. Mehr können sie nicht länger nähren. Nee, Frau, sagt der Mann, das kann ich nicht ewig mein Herz bringen. Mein eigener lieber Kinder zu der wilden Tiere zu führen, wo sie bald im Wald verreist wären. Wenn du das nicht machst, sagt die Frau, dann müssen wir alle zusammen sterben. Da hat sie ihm nicht in Ruhe gelassen, bis er ja gesagt hat. Die 2 Kinder waren auch noch wach von Hunger und haben alles gehört, was die Mutter zum Vater gesagt hat. Das Greetje hat gedacht, jetzt ist alles verloren und hat angefangen zu brüllen. Das Hansje hat aber gesagt: Sei still, Greetje, und verzweifelt nicht, ich tun uns helfen. Damit ist er aufgestanden, hat sein Jäckchen angetun, hat die Hinterdeur aufgemacht und ist hinausgeschlichen. Da hat der Mond hell gescheint und die kleinen weißen Steinchen haben wie Silber geglänzt. Das Hansje hat sich gebückt und all die Säckel von seinem Jäckchen davon voll gemacht. Dann ist er zurück ins Haus. Dreh dich, Greetje, und schlaf nur ruhig. Dann hat er sich noch ins Bett gelegt und ist eingeschlafen. Morgens früh, die Sonnenaufgang war, ist die Mutter gekommen und hat die 2 geweckt. Steigt auf, der Kinder, wir gehen in den Wald. Da hat jeder sein Stückchen Brot. Aber wart, bis es Mittag ist, was er essen, weil das ist alles, was er kriegen tut. Das Greetje hat das Brot und nicht im Schätz genommen, weil das Hansje die Steine in der Säckel hat. Da haben sie sich auf den Weg in den Wald hingemacht. Wie es ein Weilchen gegangen war, hat das Hansje stillgehalten und hat noch im Haus zurückgeguckt und dann nochmal und nochmal. Der Vater hat gesagt: Hansje, was guckst du zurück? Gib Acht und geh mal vor. Ach, Vater, ich gucke noch meine weiße Kätzchen. Das sitzt oben auf dem Dach und will mir Ade sagen. Die Mutter hat gesagt: Du Tappers, das ist nicht ein Kätzchen, das ist die Mondsonne, wo auf der Schornstein scheint. Das Hansje hat aber nicht nur um Kätzchen geguckt, sondern immer einer von der weißen Steinchen aus seiner Tasche auf den Weg geworfen. Wie sie wieder in den Wald gekommen waren, hat der Vater gesagt: Jetzt sammelt Holz, der Kinder. Ich will ein Feuer anmachen, dass man nicht frieren. Das Hansje und das Greetje haben viel Holz zusammengerafft, bis es ein kleines Bergchen hoch war. Da haben sie es angemacht und, wie die Flamme groß gebrannt hat, hat die Mutter gesagt: Jetzt lädt euch ans Feuer und schlaft. Wir tun das Holz im Wald umhacken. Wart, bis wir nochmal kommen und euch abholen tun. Das Hansje und das Greetje haben am Feuer gesitzt bis Mittag. Dann hat jeder sein Stückchen Brot gegessen und dann haben sie nochmal bis abends gewartet. Aber der Vater und die Mutter sind ausgeblieben und niemand ist gekommen und hat sie abgeholt. Wie es schon Nacht war, hat das Greetje angefangen zu brüllen. Das Hansje sagt aber: Wart nur ein Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist. Wie der Mond aufgegangen war, hat das Hansje das Greetje bei der Hand geholt und die Steinchen haben gelegt und geglänzt wie Silber und haben denen den Weg gezeigt. Da sind sie die ganze Nacht durchgegangen und wie es Mond war, sind sie nochmal bei ihrem Vater sein Haus gekommen. Der Vater hat sich ordentlich gefreut, wie er seine Kinder nochmal gesehen hat, weil er so ungern allein gelassen hat. Die Mutter hat sich auch angestellt, wie wenn sie sich gefreut hat, aber inwendig war sie böse. Nicht lang danach war nochmal kein Brot im Haus und das Hansje und das Greetje haben abends gehört, die Mutter ewig der Vater sagen: Einmal haben die Kinder den Weg zurückgefunden und da habe ich ja sogar los, aber jetzt ist nochmal nix wie nur noch ein halbes Stück Brot im Haus. Du musst sie mal tiefer in den Wald fahren, dass sie nicht nochmal heimkommen können. Es ist sonst kein Hilfe von uns mehr. Der Mann hat das schwer aufs Herz gefühlt und er hat gedacht, es wäre doch besser, wenn du das letzte Biss mit deinen Kindern teilen tätst. Weil es aber einmal gemacht hat, darf er nicht näher sein. Das Hansje und das Greetje haben das alles gehört.
dass Hannesje wollt nochmal Ständchen aufrufen. Aber wie er an die Tee gekommen ist, da hat die Mutter sie zugeschlossen. Es hat doch das Gretchen gedrescht und sagt, Schlaf nur, lieb Gretchen, der liebe Gott tut uns schon helfen. Morgens früh haben sie erst Stückchen Brot geredet, wo noch kleiner war wie das vorige Mal. Auf dem Weg hat das Hannesje es im Segel gebruckelt, ist oft still geblieben und hat ein Bruggelchen an die Eier geworfen. Was bleibst du immer stehen, Hannesje, und guckst um dich, sagt der Vater. Geh mal vor. Ah, ich gucke nach meinem Teibchen, das sitzt auf dem Dach und will mir ja Tee sagen. Du Tabers, sagt die Mutter, das ist nicht ein Teibchen, das ist die Mondsonne, wo auf der Scharnstaufe scheint. Das Hannesje hat aber all sein Brot verbruckelt und hat die Bruggelchen auf den Weg geworfen. Die Mutter hat sie noch tiefer in den Wald hingefährt, wo sie in ihrer Leben noch nie gewesen war. Da sollte sie nochmal einschlafen bei einem großen Feuer und abends deren die Eltern kommen und sie abholen. Zum Mittag hat das Gretchen sein Brot mit dem Hannesje geteilt, weil das seines all auf der Weg verstraut hat. Der Mittag ist vergangen und der Abend ist vergangen, aber niemand ist zu der armen Kinder gekommen. Das Hannesje hat das Gretchen gedrescht und sagt, Wart, wenn der Mond aufgeht, dann sehe ich die Bruggelchen Brot, wo ich hingeschmissen habe. Die zeigen uns den Weg heim. Der Mond ist aufgegangen, aber wie das Hannesje nach der Bruggelchen geguckt hat, war sie all weg. Die viel tausend Vögelchen im Wald hat sie gefunden und aufgepickt. Das Hannesje hat doch gemeint, er kennt den Weg heimfinden und hat das Gretchen mit sich gezogen. Sie haben sich aber im großen Wald verirrt und sind die Nacht und den ganzen Tag gegangen. Da sind sie vor Müdigkeit eingeschlafen. Sie sind noch einen Tag gegangen, aber sie sind nicht aus dem Wald rausgekommen und waren so hungrig, weil sie nichts zu essen hatten wie ein paar kleine Bärchen, die auf der Erde gestanden haben. Am dritten Tag sind sie nochmal bis zum Mittag gegangen. Da sind sie an ein Haus gekommen. Das war ganz aus Brot gebaut und mit Kuchen gedeckt, und die Lore waren von hellem Zucker. Da tun wir uns hinsetzen und uns satt essen, sagt das Hannesje. Ich will vom Dach essen. Ess du vom Lore, Gretchen. Das ist fein süß für dich. Das Hannesje hat schon ein gut Stück vom Dach und das Gretchen schon ein paar runde Ladescheiben gegessen und hat sich ein neues Stück abgebrochen. Da haben sie eine feine Stimme gehört, wo von drin rausgerufen hat. Knupper, knupper, Kneisje, wer knuppert an mein Häuschen? Das Hannesje und das Gretchen haben sich so gewaltig verschrocken, dass sie fallen gelassen haben, was sie in der Hand hatten. Und gleich drauf haben sie eine kleine uralte Frau aus der Schleiche gesehen. Sie hat mit dem Kopf gewackelt und sagt, Ei, der liebe Kinder, wo seid ihr dann hergelaufen? Komm rein mit mir, euch sollt alles gut gehen. Sie hat die zwei an der Hand gegrapscht und in ihr Häuschen geführt. Da war gut Essen aufgetragen, Milch und Pannekuchen mit Zucker, Äpfel und Nis, und dann sind zwei schöne Bettchen bereit geworden. Da haben das Hannesje und das Gretchen sich hingelegt und haben gemeint, sie wären im Himmel. Die Alte war aber eine evil Hex, wo die Kinder aufgelauert hat und hat, was so locker ihr Brothäuschen gebaut. Und wenn eins in ihr Gewalt kam ist, da hat sie es tot gemacht, gekocht und gegessen, und das war eher ein Festtag. Da war sie jetzt richtig froh, wie das Hannesje und das Gretchen ihr zugelaufen gekommen sind. Früh, ehe sie wach waren, ist sie schon aufgestehen, ist an ihr Bettchen gegangen und, wie sie die zwei so lieblich Ruhe gesehen hat sie sich gefreut und gedenkt, dass der einen guten Biss für sich gebe. Sie hat das Hannesje geholt und es in einen kleinen Stall gesteckt. Wie es aufgewacht ist, war es zugeschlossen in einer Kajol, wie man Piepchen insperrt, und konnte nur ein paar Schritte gehen. Das Gretchen hat sie aber geschüttelt und gerufen. Steh auf, du Faulenzerin! Hol Wasser und geh in die Küche und koch gut zu essen. Da steckt dein Bruder in dem Stall. Der will ich erst fett machen. Und wenn er fett ist, dann will ich ihn essen. Jetzt sollst du ihn füttern. Das Gretchen hat sich verschrocken und hat gebrillt. Sie musste aber machen, was die Hex verlangt hat. Dann war jetzt alle Tage dem Hannesje das beste Essen gekocht, dass er fett werden soll. Das Gretchen hat aber nichts gekriegt wie Krebsschale. Und jeden Tag ist die Alte gekommen und sagt, Hannesje, streck deinen Finger raus, dass ich fühle, ob du bald fett genug bist.
Das Hannesje hat er aber ihm ein Knöchelchen rausgestreckt. Da hat sie sich verwundert, dass es gar nicht zunehmen wollte. Noch 4 Wochen saß sie oben sich das Gretchen. Sei flink, geh und trau Wasser rein. Dein Bruderchen soll jetzt fett genug sein, oder nicht? Morgen will ich es schlachten und kochen. Und ich will jetzt schon den Teig machen, dass man auch dazu backen kann. Da ist das Gretchen mit traurigem Herz gegangen und hat das Wasser hingetragen, wo das Hannesje gekocht werden soll. Morgens früh muss das Gretchen aufstehen, Feuer anmachen und den Kessel mit Wasser aufhängen. Pass auf, bis es kocht, sagt die Hex. Ich tun Feuer in den Backofen machen und das Brot hinschuppen. Das Gretchen hat in der Küche gestanden und hat blutige Tränen gebrillt und hat gedenkt. Herr uns lieber die wilden Tiere im Wald gefressen. Da wären wir mitsammen gestorben und mischte jetzt nicht das Hetzele trauen. Und ich mischt nicht selber das Wasser zum Tod von meinem lieben Bruder kochen. Du, lieber Gott, hilf uns arme Kinder aus der Not. Da hat die Alt gerufen. Gretchen, komm gleich mal daher zum Backofen. Wie das Gretchen kam ist, hat sie gesagt. Guck nicht, ob das Brot schon hübsch braun ist. Mein Augen sind schwach, ich kann nicht so weit sehen. Und wenn du auch nicht kannst, setz dich auf das Brett, dann tu ich dich hinschuppen. Dann kannst du drin Raum gehen und nachgucken. Wenn aber das Gretchen drin war, wollte sie zumachen und das Gretchen soll im heißen Ofen backen. Und sie wollte es auch aufessen. Das hat die Hex gedenkt und deswegen hat sie das Gretchen gerufen. Das Gretchen hat aber gemerkt, was die Hex haben wollte und hat gesagt. Ich weiß nicht, wie ich das anfangen soll. Zeig es mir ja erst. Setz dich drauf und ich tu dich hinschuppen. Und die Alt hat sich aufs Brett gesetzt und, weil sie leicht war, hat das Gretchen sie hingeschubbt so weit wie sie konnte und dann hat sie schnell die Tür zugemacht und der eiserne Riechel vorgestreckt. Da hat die Alte im heißen Backofen angefangen zu schreien und zu jammern. Das Gretchen ist aber fortgelaufen und sie musste elendig verbrennen. Und das Gretchen ist zum Hannesje gelaufen, hat ihm sein Tierchen aufgemacht und das Hannesje ist rausgesprungen. Die haben sich einander geküsst und war froh. Das ganz Heiße war voll Edelstein und Perlen. Davon haben sie ihr Säckel und Tasche gefüllt, sind fortgegangen und haben den Weg heimgefunden. Der Vater hat sich gefreut, wie er seinen Namen gesehen hat. Der hat keinen verknichten Tag gehabt, seit seine Kinder fort waren und war jetzt ein reicher Mann. Die Mutter war aber gestorben. Die Hexe war aber mal dumm, gell? Und was für so Mutter war das? Man kann sehen, dass nicht jede Mutter ein guter Mensch ist. Aber ich hoffe, dass deine Mutter so gut wie mein ist. No ja, hast du das gern gehört und gelesen? Vergiss nicht ein Like zu lassen, wenn das Geschichte dir gefallen hat. Und unterzeichne den Kanal und stell das Glöckchen an, dass du nicht neue Videos mit neuen Geschichten verpasst. Wenn du dem Kanal helfen willst, kannst du uns unterstützen durch unsere Katharse-Kampagne oder mit einer spontanen Abgabe durch Pix oder PayPal. Und folge mir auch over auf Instagram. Dankeschön und bis bald.